Grüß Gott, Kinder. Sag mal, könnt ihr Pudding kochen? Schokoladenpudding? Wenn ja, dann habt ihr viel dem Meister Eder und seinem Pumuckl voraus. Wenn nein, nun, dann kann ich nur hoffen, dass euch kein Pumuckl dabei hilft. Das wäre nämlich eine glatte Katastrophe. Aber halt, ich will ja nichts verraten. Hört selbst. Die Geschichte vom Pumuckl und dem Schokoladenpudding begann damit, dass wieder einmal die Schwester vom Meister Eder zu Besuch in die Stadt kam. Und da sie von dem Gefühl durchdrungen ist, dass ein Junggeselle wie ihr Bruder eigentlich nie ein richtiges Essen kriegt, hat sie ihm einmal so aufgekocht, wie sie es zu Hause am Sonntag für ihre Familie macht. Zuerst eine Suppe, dann einen handfesten Braten mit Beilagen und zum Schluss einen Nachtisch. Ihr ratet richtig, einen Schokoladenpudding. Es schmeckte herrlich. Ah, also, das muss man dir schon lassen. Kochen kannst du prima. Ja, gut. Ja, das ist schon was anderes. Jetzt geheiratet? Dann kannst du das jeden Tag so haben. Du hättest mich schon längst zerrissen. Geh zu. Vom guten Essen hat's noch keinen zerrissen. Magst du noch ein Stückchen Braten, hä? Na, Dankeschön. Ja, na, hast ja morgen noch eine Mahlzeit, gell, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, freilich. Na, kann man jetzt eigentlich zur Nachspeise übergehen, Ja, hä? um Himmels Willen, nein, das wäre mir zu viel. Ja, Mensch, schau her, das ist der Backe nimmer. Geh zu. Ein Schokoladenpudding, der rutscht doch alleweil noch. Ja, ein bisschen später vielleicht. Du, den hab ich fein mit viel Eischnee gemacht. Ja? Schau her, wie er wackelt. Geh, gib deinen Teller her. Ja, da. So, Dala. Je, nicht so viel, das klingt schon. Essen wird. Ja, mei, du hast die Fei auch nicht geändert seit unserer Kinderzeit. Was du mich alleweil rumkommandiert hast. Aber bei dir hat's Kommandieren nichts genützt. Ja. Du hast ja noch nie gefolgt. Ja, freilich. Im Gegensatz zu heute. Ja, du hast ja dein Pudding schon fast aufgegessen. Ja, wie hast denn jetzt das gemacht? Ich? Ich hab die Fei kaum essen sehen und schon ist er verschwunden. Ja, tatsächlich. Das hab ich gar nicht gemerkt. Das ist ja allerhand. Siehst du's? Hab ich's nicht gleich gesagt. Komm her, nimm nur einen Löffel. Nein, nimmer. Das heißt, naja, ein bisschen tust noch her. Gell? Es ist ja sein Lieblingsspeis. Ja, aber zuerst protestieren. Also lass das schmecken. Ja. Ja, du isst aber schnell. Ich? Ja, schon ich. Freilich ich. Ja. Was? Ich weiß nicht, ob es ihm nicht zu viel wird. Wem ihm? So, mein Magen, meine ich. Oh, geh zu. Du bist ja so ein geschleckertes Mannsbitz. wo? Jetzt kratzt die Schüssel auch noch aus, gell? Ja. Weißt du was? Ja. Ich schreib das Rezept auf, dann kannst du dir den Pudding öfter einmal selber machen. Wo dir doch so gut schmeckt, schau. Ja, das schon. Ein Eischnee wärst du ja wohl schlagen können. Nein. Mit Eischneeschlangen, so Sachen, da fange ich gar nicht an. Okay. Nein, Dankeschön. Wenn du mal wiederkommst oder wenn ich zu dir komme, dann machst du einen Pudding. Da freu ich mich dann drauf. Ja, wenn's du meinst. Ja. Naja, vielleicht kommst du nachher öfter zu mir, weil du mal einen Pudding haben möchtest. Nun, was die Schwester von Herrn Eder nicht wissen konnte, das wissen wir. Der Schokoladenpudding hat nicht dem Meister Eder, sondern dem Pumuckl so ungeheuer gut geschmeckt, dass der Teller leer war, bevor Herr Eder noch recht gegessen hatte. Sie stellte das Geschirr unbesehen ineinander und ging in die Küche, um abzuspülen. Meister Eder und Pumuckl waren allein im Zimmer. Oh, war das gut. Das war das allerbeste Essen in meinem ganzen Pumuckl-Leben. Okay. Ich will nur noch jeden Tag Schokoladenpudding essen. Ja, freilich. Jeden Tag. Haha, ja, das glaube ich. Das darf dir so passen. Das tät mir sogar sehr so passen. Das passt mir sogar ausgezeichnet. Ja. Ein bisschen Eischnee wirst du doch wohl schlagen können. Schlagen kann schließlich jeder Mensch. Ja, aber nicht ein Eischnee. Warum nicht? Schreit der dann? Na, schreien tut er doch nicht. Aber ein Schnee muss draus werden, verstehst? Draus werden? Ja. Ja, aber wenn du gleich richtigen Schnee nimmst oder Eis aus dem Kühlschrank, weißt du, oben da in dem Kühlfach, das sieht ganz wie Schnee aus. Geh zu, red doch kein Schmarrn. Der Schnee muss aus Ei gemacht werden.
da muss man das Eiweiß stundenlang mit der Gabel schlagen, ne? Dazu hab ich nicht Zeit. Ja, und wenn ich dazu Zeit habe, ich kann mit der Gabel alles stundenlang schlagen. Ich bin ein freilich. Gabelschläger. Okay. Ja, den Tisch und die Wand und eine Schachtel und eben auch einen Eiweiß mit der Gabel. Soll ich mal eine Stunde lang mit einer Gabel hier den Tisch schlagen? Nein. Ja, Ich meine ja nur, ich will dir ja nur beweisen, dass ich das brauchst du kann. nix. Nein. Aber du kannst dir doch wenigstens das Rezept aufschreiben lassen. Rezept heißt. Ist ja doch egal, wie es heißt, wenn Nein. wir dann nur Schokoladenpudding machen können. Geh jetzt schnell in die Küche, bitte. Ich wünsche mir das zum Geburtstag. Aber du hast doch gar keinen Geburtstag, weil niemand weiß, wann du geboren bist. Aber dann wissen wir es endlich. Wieso? Ja, ganz einfach. Immer, wenn wir Schokoladenpudding essen, dann habe ich Geburtstag. Ja, so ein Schlaumeier. fein, nicht? Was blieb dem guten Meister Eder anderes übrig? Er hat sich das Rezept von seiner Schwester geben lassen. Und so kam dann auch unabwendbar der Tag, an dem der Pudding gekocht werden musste. Schon am frühen Morgen sprang der Pumuckl auf Herrn Eders Bettdecke, machte ein feierliches Gesicht und sagte würdevoll zu dem noch etwas schlaftrunkenen Meister Eder: Hallo. Bitte gratuliere mir. Was? Gratulieren? Ja, wozu denn gratulieren? Weil ich habe heute Geburtstag. Ah, ja, sowas. Nicht weiter schlafen, gratulieren. Ja, von mir aus. Also nachher gratuliere ich dir recht schön. Dankeschön. Ja, und jetzt lass mir noch ein bisschen Ruhe, gell? Es ist ja erst 6:30. Ja, das ist höchste Zeit zum Aufstehen. Wir müssen doch jetzt Pudding kochen, Was? bevor du in die Werkstatt gehst. Nein, das müssen wir gar nicht. Doch, wir haben ausgemacht, dass ich an meinem Geburtstag Schokoladenpudding kochen darf. Und du hast mir eben zum Geburtstag gratuliert, also habe ich auch Geburtstag und jetzt musst du dein Wort halten und musst mir Schokoladenpudding Wie war kochen. jetzt das? Hä? Du musst dein Wort halten. Das altes Menschengesetz. Und ich muss meinen Pudding bekommen. Ja. Das Koboldsgesetz. Und wehe, wenn du nicht und wenn ich nicht und hier, da ist das Zept. Lies schnell. Ohne Brillen sehe ich nichts. Moment. Hier ist deine Brille. Na ja, also nachher von mir aus. Man muss ja doch sein. Also kochen wir heute mal einen Pudding. Ja! No, blär doch nicht so. Ich plärre ja schon nicht mehr. Also komm, hier ist das Zept. Steh ganz schnell auf und wir fangen an. Ja, ist gut. Und so kam es, dass eine halbe Stunde später der kleine Kobold neben dem Schreinermeister in der Küche stand. Also, was brauchen wir da alles? Einmal Brauchen wir- Milli, 2 Eier, Vanillezucker, ein Kakao und ein Stärkemehl. Und Pudding brauchen wir. Nein, die machen wir ja. Ach so. Also, das stellen wir jetzt einmal da alles daher auf den Tisch. So, da. Also, die 2 Eier. Die müssen, hier. Ja, das Ja. sind die. Ja, Die ja. müssen trennt werden. Ja. Steht da. Oh mein. Da musst du doch nicht seufzen, das ist doch ganz einfach. Wir Ja. legen ein Ei auf den Tisch Ja. und ein Ei auf die Kommode und schon sind sie getrennt. Lass du nicht gleich die Eier liegen, hä? Lass das nicht liegen. Ja, aber da liegen sie doch nebeneinander und du hast doch gesagt, dass die Eier getrennt Nein, das, was drin ist, muss man da trennen. Das Eiweiß vom Eigelb. Na, dazu muss man da so ein Ei aufschlagen. Ui, ne? das darf ich machen. Nein. Alles, was zu schlagen ist, das mache ich. Nein. Ho, ruck. Ja. Was Sag ist einmal, denn? bist du narrisch? Schau da her, da auf den Tisch. Jetzt läuft die ganze Sauce da über den Tisch, über der Bart. Schau her, der schlagt ja mir die Eier. Sowas. Ja, aber du hast doch gesagt, die Eier müssen Also, jetzt geh geschlagen- runter vom Tisch, Pumuckl. Du darfst ja auch noch nein. Oh mein, was mache ich denn jetzt? Na, da kann ich nur noch Rühreier draus machen. Aber Pudding müssen Geh wir zu, doch gib mir auch... mal einen Löffel und einen Teller her, damit ich wenigstens den Rest noch zusammenfange. Ja, aber wir müssen doch Nix, Pudding... aber jetzt brauche ich 2 neue Eier. Ja, das wird ja sauber, wenn das so weitergeht. Das geht ja nicht also, so weit. geh weg, sage ich. Das macht man nämlich so. Ja, wie... Man schlagt das Ei vorsichtig da gegen den Rand von der Tasse.
Jetzt hast du aber die Tasse getrennt und nicht das Ei. Ja, Himmel, Donnerwetter, kommt mir die Tassen aus. Ich kann da bitte nichts dafür. Na ja, es war ja eine alte Tasse. Ja, wir haben ja noch mehr alte Aber schaut, Tassen. das Ei hat wenigstens die richtige Dullen gekriegt. Ja, das ist ein Dullenei. Jetzt geh weiter, schieb mir die andere Tasse her. Ja, Schnell. ja, Moment. So, da ist sie Jetzt schon. müssen wir die Schalen vorsichtig auseinanderdrücken. Ja. Schau, so. Ja. Ja, Himmel! Ja, das ist jetzt noch ein Rührei, nicht wahr? der Kuckuck Jetzt soll müssen wir sein. mal Pudding machen Ich- irgendwann. Ich konnte das nicht mit den Eiern. Aus ist. Heute gibt's keinen Pudding, sondern Rührei. Nein, ich Punktum. will keine Rühreier. Ich will Pudding. Wenn Pudding. Wenn ich die Eier da nicht auseinanderbringe, Ja, und was ist, wenn wir die Eier einfach zusammenlassen? nachher kann man's da nicht schlagen. Warum nicht? Schau, ich kann das nämlich. Okay, Wick, hör auf! Du sprichst mir ja ganz voll, Ja, schon, wenn du da reinhaust. aber jetzt habe ich das Ei geschlagen. So, und das mache ich jetzt 1 Stunde lang. Aber Mach doch ich das gar jetzt nicht auf immer den weiter. Tisch. Wo dann? Lass mich doch zuerst zusammenfangen und in die Tassen da. Also gut, aber dann werde ich schlagen, sag ich dir. Schlagen werd ich dann. Ja, das klang jetzt schon. Wir rühren die Eier bloß durcheinander und schütten's nachher ganz rein. Ja, das wird schon auch gehen. Also, was muss man da machen? Hier, da musst du das Lesebuch hier wieder angucken. Da, Mal schauen. diese Zettellein. Also, So. Kakaopulver mit etwas Vanillezucker und einem gehäuften Esslöffel Und? Zucker und dem Stärkemehl vermischen. Und etwas mit Pudding? Nein, kaltes Wasser steht da. Kaltes Wasser? Mit etwas kaltem Wasser zu einem Brei verrühren. Zu einem Pudding verrühren. Brei, das Ganze unter dauerndem Rühren in die heiße Milch gießen. Und einen Pudding kurz daraus machen. aufkochen lassen. Ja. Naja, das werden wir auch noch hinkriegen. Was steht noch da? Vom Feuer nehmen und noch heiß mit dem Eischnee vermengen. Und dann einen Pudding daraus machen. Das ist ja ganz einfach. Also nicht wahr? Kakaopulver. Wie viel? Ja, was steht? Einen gehäuften Esslöffel und Zucker und Vanille und Stärkemehl zusammen tun. Ui, das ist schön braun und weiß und guck mal, jetzt wird's immer brauner. Ja. Ui, und immer brauner. Ui, du, lass mich mal versuchen. Nein, noch nicht. Die ist ja noch nicht fertig. Mit etwas Wasser verrühren. Etwas Wasser. Wasser? Ja, viel werden das etwas sein. Ja. Naja, schiebt man halt einmal was rein. Ja, du, Ne? das gibt dann Wasserstaub. Fein. Ui, wie das Jägerl. aussieht. Oh Jägerl, das gibt ja lauter Batzen. Ja, Das Herrschaftszeichen. macht nichts. Da, Pumuckl, du, pass auf, da druck du die Batzen. Ja. Ich stell Milch hin, damit's kocht. Ja. So, da la. So, da. Wer kommt denn jetzt da schon in aller Früh? Pumuckl, pass auf Milch auf. Ich muss in die Werkstatt. Ja, aber ich muss doch die Batzen zerdrücken, da kann ich doch nicht noch die Ja, Milch... dabei kannst du doch nebenbei auf Milch schauen. Ich war also die Beobacht, dass nicht überläuft, gell? Ja, ist gut. Ich passe auf. Ich rühre und passe auf und dann passe ich wieder auf und dann rühre ich wieder. Oh, das ist schön. Ich bin schlau und rühre Kakao und bringe zum Platzen sämtliche Batzen. Das ist ein sehr schönes Gedicht. Das muss ich mal in ein Buch hineinschreiben. Gedichtegesammlung. Wirklich schön. Aber die Batzen platzen nicht. Jetzt muss ich mal versuchen, wie so ein Ding schmeckt. Das ist ja Staub. Pfui. Pfui, da muss ich ja schnell was drauf trinken. Vielleicht eine kleine Milch trinken. Das ist vielleicht... Oh, wie freundlich. Die Milch kommt mir aus dem Topf schon entgegen. Das ist komisch, diese Milch. Zuerst war es so wenig, dass der Topf nur halb voll war und jetzt ist eine sehr höfliche Milch, eine entgegenkommende Milch sozusagen. Jetzt ist so viel in dem Topf, der wird immer voller und voller und voller und voller. Nein, nicht überlaufen. Du sollst nicht, hat Meister Eder gesagt. Ja, merkst du denn nicht, dass ich dastehe und aufpasse? Du sollst aufhören, sag ich, sofort. Für was passe ich denn auf, wenn du nicht folgst? Ja, um Himmels Willen, dreh doch das Gas ab. Die Milch folgt nicht. Ja, du stehst da daneben und lass Milch überlaufen. Da bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Was hab ich denn gesagt? Du hast gesagt, dass ich aufpassen soll. Ja. Und das habe ich auch getan, aber sie hat nicht gefolgt, die Milch. Da stinkt's nicht, wenn ich da Ja, herin... sie riecht nicht gut, die Aber Milch. Gott sei Dank ist nicht so viel übergelaufen. Also, wie geht's denn da weiter mit dem Kochen? Aha. Das, was du gerührt hast, muss man jetzt in die Milch gießen, unter dauerndem Rühren. Ui, das ist aber schön. Du passt so.
Rühren musst du doch. So, so. ja. Ui, die Milch wird ganz braun. Das ist sehr schön. Nein, gar nicht schön. Warum? Das schaut nur die Knollen noch, die da drin Ja, sind. und die Stauben, wenn man reinbeißt. Das habe ich nämlich probiert. Nein, die stauben jetzt nimmer. Die sind ja fest wie Steine. Oh mein, ist das ein Bad. Ja, das wird dann ein Pudding zum Schluss, weil wir haben das ja nach der Gebrauchsanweisung. Aber vielleicht vergingen die Knollen, wenn man es noch mal kurz aufkochen lässt. Ja, und da musst du doch noch die Rühreier hineingeben. Hickerli, ja. Die- Die schiebt man gleich Ja, auch noch rein. ja. Und jetzt lassen wir es aufkochen. Ja, dann. damit es schön kalt wird, Ja, gell? ja. So zünd es mal an jetzt, Ja, damit ja, wir, mach ich weißt schon. du? So, ich rühre noch ein bisschen. So, Mach hier nur dass die Knollen vergehen. ja. So, Vielleicht bringen wir es raus. sehr schön, bisschen braun ist es. Ja. Aha, Ui, geht guck mal, Ja. das wirft Blasen. Und jetzt wird's immer dicker und dicker. Oh, wie das gut riecht. Jetzt weiß ich nicht, riecht's da so anbrennt, weil vorhin die Milch übergelaufen ist? Oder ist das ein neuer Geruch? Nein, der ist neu. Die Milch vorhin hat anders gestunken. Das ist ein ganz schöner neuer Ja, recht Geruch. hast. Oh, schau mal her. Der ganze Topfboden ist schon schwarz. Ja, greislich. Ja, das muss ein Pudding. Den Topf kann ich wegwerfen. Und lauter Knollen und Batzen. Ja, was ist denn das da? Das weiße Zeug. Was? Ah, das ist die geronnene Milch. Nein, das Ei. Ja, oh mein. Was denn? Das sieht ja aus wie... Ich sag's lieber nicht, wie das ausschaut. Ja, es sieht schon ein bisschen anders aus als der Pudding von deiner Schwester. Sieht schon aus, aber sieht eigentlich ganz schön Wir aus. lassen wir mal probieren. Sehr schön. Gut, gell? Gut. Wie das schmeckt. Ja. Ah, das können wir gleich wegschütten. Da probier's einmal. Wieso? Das ist... Ja. Was sagst Ja. Moment mal. Und wie das schmeckt. Kreislich, hä? Oh, das schmeckt. Also Ja. das ist das Beste, was je ein Kobold geschmeckt hat. Oh, bitte noch einen Löffel. Ja, sag einmal, Pumuckl, ist das dein Ja, Ernst? schnell, noch einen Löffel. Was? Das ist ja viel besser als der Pudding von deiner Schwester. Was? Das schmeckt ja wie der Rauch aus einem Schornstein von einem Dampfschiff. Na, ja, geht so. Doch genau so haben alle Klabautermänner Pudding gekocht. Gemacht, kann ich Schiffspudding, Meerespudding. Oh, bitte noch einen Löffel. Ui, Also das ist ich glaub dazu, dass einem das schmeckt, muss man wirklich ein Nachfahre von die Klabautermänner sein. Das glaube ich allerdings auch. Aber die Geschmäcker sind nun mal verschieden, nicht wahr? Der Pumuckl jedenfalls hat den ganzen Topf im Laufe des Tages leer gegessen. Er war daraufhin sehr satt und sehr glücklich. Meister Eder allerdings hat den Schwur getan, nie mehr wieder Schokoladenpudding. Pumuckl war natürlich ganz anderer Meinung und sagte schon ein paar Tage später: Weißt du, was mein allergrößter Wunsch ist? Na, Wieder so einen guten Schokoladenpudding mit Rauchgeschmack. aber na, ohne mich, Ja, gell? gut, bitte ohne dich. Ich kann das ganz ohne dich. Ich weiß ja alles noch ganz genau. Ja, Milli überlaufen Ja. lassen und Knollen Ja, reinbringen ja. und dann... Die Eier zerschlagen Ja. Und umrühren Ja. und eine Tasse auf den Boden Ja. werfen und am Schluss alles reinschütten. Ja, und das ganze anbrennen lassen, Ja, gell? das ist sehr wichtig. Eine Stunde habe ich an den Topf gekriegt, dass ich ihn wieder sauber gebracht habe. Ja, Nichts ja. da, kommt nicht in Frage. Das frage ich eben auch nicht. Ich gehe einfach rauf und... Halt! Wo gehst du hin? Ich gehe spazieren. Oder hast du was dagegen? Spazieren gehen darfst, gell? Ja. Aber wehe, wenn du in die Küche gehst. Aber nein, ich gehe doch nicht. Dieses Wehe rührte den kleinen Kobold überhaupt nicht. Er ging trotzdem in die Küche. Und dann vollbrachte er eine Meisterleistung. Er zerrte eine volle Milchflasche über den Tisch bis zu Eders Kaffeetopf auf dem Herd und stülpte die Flasche kopfüber hinein, so dass platschend die Milch im Topf landete. Dann stöberte er im Vorratsschrank herum und fand doch tatsächlich auch die Kakaobüchse, das Stärkemehlpaket und die Zuckertüte. Er schleppte es auf den Küchentisch und war sehr stolz und zufrieden mit sich. Nur mit einem hatte er nicht gerechnet, oder besser mit einer, nämlich mit Frau Eichinger, der Zugefrau von Meister Eder. Sie war für diesen Tag bestellt und kam gerade in die Küche, als die Milch gefährlich zu steigen begann. Ja, um Gottes Willen. Da komm ich grad noch zurecht. Gut, dass ich's noch erwischt hab. Na, der Herr Eder, der hat Nerven.
lasst Milli am Feier und geht in die Werkstatt. Das hätte einen sauberen Gestank gegeben, wenn ich nicht gekommen war. Was hat er denn da stehen? Ein Kakao und ein Zucker. Ach, der wollte sich wahrscheinlich einen Kakao machen. Da muss ich ihn gleich fragen. Sie, Herr Eder. Herr Eder. Ja, was ist denn? Sie, Herr Eder, da haben Sie vorher Glück gehabt, dass ich in die Küche reingekommen bin. Warum? Eine Milli war gerade am Überlaufen. Mein Milli? Ja, aber sagen Sie, das da steht daneben. Ja, Himmel, Donnerwetter. Also hätte man's da denken können. Ja, sowas narrisch kannst werden, also das ist Ja, sagen Sie, jetzt verstehe ich noch nicht. Also das ist ja... Schimpfen Sie mich? Ja, Ich kann da nichts dafür. Nein, Sie können nichts dafür. Ich schimpf nur mich. Ach so, zwänge einer Vergesslichkeit. Ja. Aber da brauchen Sie ja noch gar nichts denken, mir geht's auch nicht anders. Ja, ich ist bin schon recht. genauso zerstreut. Ja, aber jetzt sagen Sie mir einmal, was wollten Sie einer denn da machen? Ein Kakao oder vielleicht ein Pudding? Ja, ein Pudding. Na ja, da brauchen Sie doch nicht so zum Seufzen. Der ist doch gleich gemacht. Ja, vielleicht ist besser, wenn Sie den Pudding machen. Aber Sie müssen ihn mit Eier machen, gell? Ja, ich weiß schon. Eier schnell unterziehen, das kenne ich schon. Sie sind einfach ein ganz geschleckerter Herr Eder. Meister Eder war mit dieser Lösung zufrieden und er hoffte, dass der Pumuckl auch zufrieden sein würde, wenn sein Lieblingspudding von sachkundiger Hand gekocht würde. Aber er hatte sich geirrt. Pumuckl war wütend. Er fand doch überlaufende Milch und den angebrannten Geruch so schön. Und jetzt hatte Frau Eichinger das mühsam entzündete Gas abgedreht und rührte auch noch Kakao und Zucker und Stärkemehl so zusammen, dass es keinen einzigen Knollen gab. Und zu guter Letzt nahm Frau Eichinger das Salz und wollte Salz in die Milch tun. In den süßen Pudding saures Salz. Pumuckl gab ihr einen energischen Stoß. Ja, Herrschaftszeiten. Jetzt ist mir's so jetzt ausgekommen. Ja, wie ist denn jetzt das passiert? Mei, was mache ich denn gleich? Die ganze Milch ist versalzen. Vielleicht hat der Herr Eder eine Kondensmilch, dann mache ich mit Kondensmilch. Das merkt man so nicht. Und wo ein bisschen Butter rein. Ah, da ist eine Kondensmilch, Gott sei Dank. Und ach, da sind Eier. Jetzt ist sowas. Jetzt fällt mir der Eier aus der Hand. Na, sowas Saudums. Ach, der Boden ist ja gar nicht so arg dreckig. Da kann man leicht ein bisschen was verwenden. Was der Eder nicht weiß, das macht ihn nicht heiß, aber ein Ei, glaube ich, muss ich noch dazu nehmen, sonst gibt's keinen gescheiten Schnee. Na ja, hab ich halt noch 3 Eier gebraucht. Nein, sowas. Während sich Frau Eichinger überlegte, wie sie dem Meister Eder ihre Ungeschicklichkeit schonend beibringen könnte, lief der Kobold in die Werkstatt und brachte ihm ganz und gar schonungslos den Zustand in der Küche bei. Sie hat auch die Eier fallen lassen, aber nicht wie wir auf den Tisch, sondern auf den Boden. Und dann hat sie Salz in die Milch geschüttet und die Milch hat sie weggegossen. Was? Nicht auf den Boden, sondern ins Spülbecken. Und jetzt muss sie alles nochmal nehmen. Nochmal Eier und nochmal Milch. Und alles wird dann nochmal nichts und nochmal nichts. Pumuckl? Und dann wird sie kommen und dann wird sie nichts erzählen. Was der Eder nicht weiß, macht ihn nicht heiß, hat sie gesagt. Wird dir heiß? Mir wird heiß. Mir wird auch Pumuckl. heiß. Und wie? Aus der Haut könnte ich fahren, so heiß ist mir im Bauch. Aber vor Wut, sicher kann sie gar keine Knollen machen. Und sicher kann sie nichts anbrennen lassen. Und überhaupt wird er scheußlich schmecken und gar nicht nach Pudding. Nachher weiß ich auch, was ich jetzt tue. Ja, die Frau Eichinger schimpfen und mit mir Pudding kochen. Unseren Pudding, nicht wahr? Das wirst nachher schon erleben. Ja. Meister Eder ging entschlossen in die Küche. Der Pumuckl lief hinterdrein, voller schadenfroher Erwartung. Er lachte sich richtig ins Fäustchen. Allerdings zu früh. Frau Eichinger war gerade dabei, den Eischnee unterzuziehen. Ja, da ist ja der Pudding schon gleich fertig. Ja. Schön schaut er aus. Das hätte ich nie so fertig gebracht. Sie, Herr Eder, Ja, ich muss Ihnen was sagen. ja. Mir sind 2 Eier rausgerutscht. Ah, das macht doch nichts. Ja, und Milli, Ja. da ist mir zuerst, also ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, da ist mir einfach zu viel Salz reingerutscht. Pfui.
Ja, ich hab nachher der Kondensmilch hernehmen Nein, müssen. ja, das kann einem jedem einmal passieren, das macht ja, Ja, nichts. und Eier, die sind mir ausgekommen, gerade als wenn ich zwei linke Hände hätte. Nein. Ja, es tut mir ja leid, aber ihr seht's einer. Ja, ja, freilich, das kommt gar nicht in Frage. Mir sind neulich auch 2 Eier ausgekommen. Ring sie ihnen nicht auf. Gar brauchen sie ihnen nicht aufringen. Ich danke ihnen, dass wir so einen schönen Pudding gemacht haben. Wir lassen es mir mal schlecken. Ja, wunderbar. Grad so wie meine Schwester macht. Großartig. Ja, das ist gut. Aber jetzt habe ich eine Bitte, Frau Eichinger. Können Sie nicht für mich schnell zum Metzger laufen um einen Leberkäse? Ja, aber freilich. Ja, da gehen Sie her, warten Sie da. Da haben Sie Geld. Und laufen Sie da gleich vor, gell? Ja, ich hol ihn gleich. Das schmeckt sicher scheußlich, nicht wahr? Nein, der Pudding schmeckt gut. Aber du hast ihn ja gern anbrennt, nicht wahr? Lass mich mal probieren. Nachher. Ich tue ein paar Löffel von dem Pudding noch einmal in den Kochtopf zurück und lass ihn ein bisschen anbrennen. Schau, so. Ja, das ist sehr schön. Wir kochen Klabauterpudding. Das wird ein Spaß. Ui, ich hab solchen Hunger auf Klabauterpudding. Aber wir machen dabei das Fenster auf, nicht wahr? Ja? Und das Vorhangerl mache ich bei der Gelegenheit auch vom Fenster weg. Ja, ui, es fängt schon an zu riechen. Oh, schön, wie das riecht. Ja, sehr schön. Ist so schön genug? Ja, und jetzt schnell essen. Komm, Hunger. Was hast du denn? Was machst du denn für ein Gesicht? Nein, was ist denn los mit dir? Nein, lass mich aus. Ja, Freundl, ich lass die schon aus. Lass mich aus. Ich lass die schon aus. Aber erst, wenn's vorm Fenster auf dem Fensterbredel sitzt und von draußen reinschauen musst, gell? Drum hab ich nämlich den Vorhang weg. Nein, nicht. Ich will nicht auf dem Fensterbrett sitzen. Jetzt pass auf. Jetzt schau mal gut zu. Der erste Löffel, den ich esse, ist für das, Ich will nicht. dass du nicht gefolgt hast. Und der zweite dafür, dass du dem Salz einen Stoß gegeben hast. Der dritte ist für die Eier. Und der vierte ist dafür, dass du die Frau Eichinger abgeschwärzt hast. Nein! Nicht alles aufessen! Ich hab so Hunger nach dem guten Pudding! So, ich hab auch Hunger. Heute hab ich einen solchen Hunger, dass ich sogar dein anbrennenden Pudding zusammen is. Und wenn's mir schlecht wird, schau nur gut zu. Nein, nicht alles essen! Ich is alles. Und du bleibst so lang vorm Fenster sitzen, bis du einsiehst, dass ich alles vertrag. Sogar einen anbrennenden Pudding. Ich hab Hunger. Aber nur keine Niedertracht. Aber ich hab doch bloß einen kleinen Duckel. Und drum hast jetzt auch bloß das Nachsehen. So, Herr Eder, Ja? da ist einer Leberkäse. Was sagen Sie? Was riecht denn da so unbrennt? Da kennen Sie nichts dafür. Das war ich. Was? Ja, gut war Ihr Pudding. Wirklich. Was? Sie haben den schon aufgegessen? Ja, der hätte doch erst kalt werden sollen. Na, grad warm hat er mir jetzt recht gut geschmeckt. Was, der ganze Pudding? Ja, warum nicht? Wo er so gut ist. Aber Sie, jetzt geben Sie mir schnell ein Stückel Leberkäse. Na, also, dass Sie ja so geschleckert sind, das habe ich noch gar nicht gewusst. Nicht? Ich koche Ihnen bald wieder einmal am Pudding. Nein, vorerst aber nicht, gell? Ich hab mich für eine Zeit lang richtig satt gegessen. Ja, aber jetzt müssen wir schleunigst das Fenster aufmachen. Der anbringende Geruch da herin, das ist ja ein Scheißle. Ja, Fenster können Sie jetzt aufmachen. 3 Stunden lang war der Pumuckl beleidigt. Dann zog er es doch vor, ein wenig in sich zu gehen. Und das war auch dringend notwendig. Einmal, weil er beim besten Willen kein reines Gewissen zustande brachte. Zum Zweiten, weil beleidigt sein ungemütlich ist. Und zum Dritten, nun ja, weil es ja sein könnte, dass Frau Eichinger wieder einmal Schokoladenpudding kochen würde. Und dann wieder vor dem Fenster sitzen zu müssen, das war wirklich keine vergnügliche Aussicht. Besserung hat er übrigens auch gelobt, der kleine Kerl. Und ob er sich wirklich gebessert hat, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören. Das war Pumuckl und der Pudding aus der Hörspielserie
Meister Eder und sein Pumuckl von Ellis Kaut. Mit Hans Clarin als Pumuckl, Alfred Pongratz als Meister Eder und August Riel als Erzähler. Regie Jan Alverdes.